Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Ich konnte jetzt einfach keinen Cut machen für mich persönlich, dass ich eine neue Tagessitzung anfange. Ich muss das jetzt am Stück weiterspielen gerade, weil ich freue mich gerade so drauf, dass wir die Elena wieder als Verbündete haben und nicht die ganze Zeit nur mit dem Sam oder Sully unterwegs sind, sondern dass auch sie wieder in Aktion tritt, was ich ohnehin sehr, sehr geil fand, dass sie überhaupt Nate hier aus der Scheiße rausgeholt hat und ihm nachgestiegen ist. Ja, sie ist ja wohl doch aktiv im Herzen Abenteurerbraut. Und apropos Abenteurerbraut, die aus dem letzten Teil, die ältere Frau, muss ich auch sagen, also beeindruckend war das schon, nur, das ganze Nathan Drake-Gehabe basiert eigentlich nur auf dem Unfall, dass die Frau einen Herzinfarkt gehabt hat, während er und sein Bruder da waren und sein Lügnerbruder dann das Pseudonym Drake statt Morgan angenommen hat. Eigentlich hießen sie Sam und Nathan Morgan. Ah, Mann, das waren ganz schön viel Sache auf einmal. Die letzte Episode. Sieh mal. Was dann? Ah, da. Ich habe mir den Wagen von Shoreline gebaut. Mhm. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, aber die Bobbes-Spur passt nicht zu ihr. Der ist zu klein oder für so eine Schneise. Weiterhin? Okay. Machen wir doch das da. Und hua. Zack. Und dann kannst du es runterstumpen, das Ding. Ja, also hoch mit uns. Dass diese alte Holzkonstruktionen noch so langlebig sind. Ah, optionales Gespräch. Sind wir hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem durchfinden. Hier aus der Luft ist es bestimmt auch beeindruckend, Libertalia zu sehen. Also der Baum hat auf jeden Fall ausgesorgt fürs Leben. Kein Wunder, dass der so monströs ist, wenn der hier ständig Wasserzufuhr hat. Noch ein optionales Gespräch. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery. 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Ja, bei Flüge sollte man auch was lesen, bin ich auch dafür. Oder generell bei Reise bin ich auch jemand bei Zug, bei Bus und so weiter. Ich bin jemand, der auch sehr gern beim Reise liest. Jetzt weiter. Aber einen Moment. Ich mag mich erst nochmal überall umgucken, nicht dass ich... Ja, ihr wisst schon, ihr könnt es bestimmt schon vollenden. Nicht, dass ich einen Schatz verpasse. Waren schon eher Fußspuren da? Ui. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Naja, die beste Offiziere seiner Zeit, auf jeden Fall welche, die verschwiegen waren, denke ich. Weil wenn das an die Öffentlichkeit kommen wäre damals... Aber wir können hier nirgends unseren Kletterhoker einsetzen. Beziehungsweise unseren Enterhaker. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen höher. Gucken wir doch mal. Ich finde jetzt doch aber nicht wirklich gerade einen Weg hoch. Da oben ist eine Öffnung. Da oben ist was. Ah, sehr schön. So, da können wir mit unserem Kletterhoker hoch. Und da ist noch was. Da ist ein Auto. Mhm. Wir müssen nur da hoch. Genau, irgendwie. Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Also, ich sehe, dass ich da entlang kann zum Hochklettern. Dieses erquickliche braune Brackwasser hier überall. Hier können wir da irgendwo hochklettern. Müssen wir ja wohl wahrscheinlich. Hier am Wasserfall ist das mal nix, okay. Erwischt. Aber als alter Zelda-Fan und Spieler ist es meine Pflicht, immer hinter jeden Wasserfall zu gucken. Und hier haben wir jetzt auch nichts weiter, nee. Nur Rumble in the Jungle. Nix sonst.
Aber da müssen wir ja wohl irgendwie auch hochkommen können, oder? Ha. Da, da. Muss hier doch etwas geben. Ja, Moment. Da kriege ich dich hoch. Super. Und zack. Okay. Mal abwarten, ob das hält. Mach lieber schnell, ja. Das war abzusehen. Einen anderen Weg hoch? Äh, Hey, hier oben ist ein Weg. Mhm. Und jetzt? Drüben ist ein Durchgang. schau mal, ob du was Brauchbares. Ja. Wo dann? Hey, ich habe hier was. Ja. Wo? Vorsicht, da unten. Ah, dort. Okay. Quatsch. Und jetzt? Danke. Was mache ich jetzt damit? Okay. Halten Sie im Stehen. Ah, okay. Muss ich erstmal hochzerren. Also das Ding erstmal hier an Land sicher bringen. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Teil schaffen können. Bringt nichts. Das bringt nichts. Aber es bringt hier was, glaube ich. Ja, weil da sind Kerbe drin. So, das heißt, ich muss das Ding jetzt hier und dann kann ich da hoch. Genau, so und so. Ah, okay, ja. Und noch einmal. Und weiter geht's. Okay, Mist. Mist. Na gut, das mit dem Kletterhoke muss ich noch mal ein paar Mal ausprobieren, bis ich das richtig hier hab. Und lass dich fallen. So, von dort aus komme ich dort hier. Und hoch und ein Sprung noch over. Jawohl. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Ja, So eine Frau zu vererben. was hat er genuschelt? Und wieder nicht verstanden. Wir sehen uns drüben. Verdammte Tonqualität hier. Oh, nee. Doch, dabei habe ich doch eindeutig gesehen, dass da ein Schatz ist. So ein elender Mist. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden. Da war doch eindeutig ein Schatz. Mist. Okay. Müssen wir das halt noch einmal machen. Und so, okay. Können wir uns runterfallen lassen. Dann von dort aus weiter. Mist, jetzt habe ich den Schatz wieder verpennt. Ich hoffe, da komme ich noch dran im Laufe der Zeit. Okay. Bitte dort hier und bitte dort hier. Zack und zack und immer hoch. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Er ist 300 Jahre alt. Hm. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob dir jemand... Oh, funktioniert. Ja, scheint noch zu funktionieren. Ja, manchmal ist es ganz erstaunlich. Aber ja, heute noch Metallbeschläge. Okay. Dass das Ding funktioniert. Irgendwie unglaublich. Zu früh gefreut. Ach, das ging mal schon hier. Weißt du, wir sehen uns einfach hoch. Genau. Wir sehen uns einfach over. Ups, das war jetzt nicht so clever. Aber da können wir noch was machen. Da können wir auch hoch. Nein! Also eben hätte ich schon gedacht, das kostet mich mal wieder das Leber. Manometer. Uah, das wird jetzt bitter. Achtung. Uah, aber gerade noch so abgebremst. Oh, da frucht schon jemand noch eine Kipp. Das sind Shoreliner. Scheiße. Okay. Anna habe ich hier gekriegt. Gut gemacht. Nichts dabei. Puh. Hier nur Pistole noch. Okay. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee.
Jetzt finde ich es immer noch sehr bedauernswert, dass ich meinen Schatz auf der anderen Seite nicht gefunden habe. Da ohne. Hier! So. So, komme ich doch noch dran, das Ding. Und was gibt's hier? Ein Mogul-Deckelkästchen. Mhm. Sehr schickes Teil. Und da kommen wir wieder hoch. Huch, was war denn das hier für Verdrehung? Akrobatik wie Sau macht er da. Okay. Gut, und hier ist nichts mehr. Nur Wasserfall und Geplätscher. Und was haben wir dann hier noch? Vielleicht noch weitere Shoreline-Soldaten? Nix. Das sieht schlecht aus hier. Sackgasse, aber ich glaube, da hinten sehe ich was, ja. Da kann man hochklettern, genau. Aber erstmal Dotra Kummer. Können wir dann jetzt Dotra? Vielleicht hier rüber, ja. Genau. So und so. So wird ein Schuh draus. Na alla. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Genau. Wenigstens bewegen wir uns. Dann können wir do entlang. Und weiter. Puh. Nettes Geräusch. Hat eben ein bisschen geklungen, als ob sie kotzen wollt. Und hohes Gras, lass mich rote Soldaten. Die haben dein Auto. Genau genommen ist das ihr Auto. Sehen wir es uns wieder. Ja, eigentlich ist es ja ihrs, aber egal. Hohe Gras sind wir derzeit noch verborgen. Da ist schlammig, das heißt, du rutschen mal. Und probieren wir es mal so. Achtung. Der hat uns nicht bemerkt, der Typ. Okay. Ich probiere es jetzt mal unbemerkt. Ich will es jetzt einfach mal auch unbemerkt probieren. Okay, das... DDR-Seher. Bleibe ich erstmal hier verborgen. Und wenn der Typ zurückkommt, die Elena sieht er ja nicht. NSCs bemerken die Typen ja nicht. Ah! Sehr schön, sehr gut mitgedacht, Naughty Dog. Sehr gut. Dass die auch was macht, ist definitiv sehr gut. Okay, an. Der hat mich hoffentlich noch nicht ganz bemerkt. Okay. Komm her. Komm her, damit ich dich unterstützen kann. Okay. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war richtig knapp gerade. Aber noch sind wir unbemerkt. Das ist doch schon mal was. Oh, scheiße. Nee, das war's jetzt. Das war's jetzt, glaube ich. Die müssten ja schon ganz, ganz blöd sein, wenn sie sowas nicht bemerken. Aber offenbar sind sie ganz, ganz blöd. Dann. Joink, adios, Schrägstrich, Penner. Okay, was ist dann das da noch für eine, die ich jetzt so erbeutet habe? Eine Mettler. Ich mag das wegen dem Wort Met. Gut, der Kasper sieht uns auch noch nicht. Probieren wir mal mit dem Affe-Punch fertig zu machen. Zack, jawohl. Der Affe-Punch hat gewirkt. Jetzt ist nur noch der Hansel mit seiner Kanone übrig. Der müsste ganz offen irgendwo sein, ne? Ja, da ist er. Adios, Drecksack. Schöne Genickzwirbler und dann läuft das. Ist das ein Scharfschützengewehr? Yeah. Sehr gut, das behalten wir auf jeden Fall, das Scharfschützengewehr. Bin ich erstmal sehr dafür. Und jetzt mag ich mich aber erst noch mal hier drin umgucken. Ob wir da nicht eventuell noch was finden könnten. Oh, da ist noch einer. Sind vielleicht sogar noch zwei von der Typen da. Ja, zwei Typen sind es noch. Mach's gut, du Trottel. Und das Käppel ab.
Und dann Genickzwirbler. Sehr gut. ARX. Da sind sogar noch 3 von deiner Hansel. Uiuiuiui. Das ist schon Luxus hier. Weißt du was? Die letzte 2 Kasper. Die machen wir noch so fertig. Scheiß drauf. Scheiß auf die Heimlichkeit jetzt. Das war bewusst aufgeber. Okay, der Kumpel von unten. Ah, sind doch noch ein paar mehr. Ah, das macht nichts. Kriegen wir hier. Ah, fast. Volle Kanne Halsschuss. Schon nicht schlecht. Okay, der treibt schon irgendwo im Gewässer jetzt, der Leichnam. Schlechter Wurf, Kumpel. Und ich habe ich auch noch im Lauf erwischt. Ich glaube, das war's. Shoreline hat Super. seinen Ruf jedenfalls zurecht. Weg hier, bevor noch mehr. Ich habe jetzt nämlich mal was das Ding mal. Oh. Sehr, sehr geil. Sehr starkes Schnellschuss-MG. Nehme ich auf jeden Fall gern entgegen. Okay, ansonsten gibt es hier nichts mehr tatsächlich. Gut. Dann können wir genauso gut runter zu der Karre gehen. Alle hopp. Los geht's. Frucht sich jetzt... Flussabwärts. Okay. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Na gut, dann flussabwärts. Lassen wir uns einfach mal leiten vom Fluss, oder? Hier geht's aber nicht großartig weiter. Nee. Vom Wege flussabwärts. Nix da kommt man ja gar nicht durch. Erzähl doch eine Geschichte, Elena. Okay, kommen wir da hoch. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Okay, die Kiste können wir noch kaputt machen. Das ist einerlei. Da würden wir wahrscheinlich in den Tod stürzen, oder? Auf der anderen Seite, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so. Scheiß drauf, Geronimo. Okay, das war doch nicht der richtige Weg. Na gut. Na gut. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Irgendwo soll eine Öffnung sein. Na gut. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Ich habe schon gedacht, von wegen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so, aber na gut, war wohl falsch gedacht. Ihr kennt es ja, manchmal habe ich einfach Pech beim Denken. Ist so. Vielleicht sollte man dann da weiter. Hier beim Schmotter. Das sieht doch eher noch ein Weg aus, oder? Wow, sieh dir den Aufzug an. Boah, geil. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Mhm. Dann nichts wie hoch. Ja, die Reiche haben sich hier offensichtlich das Leben schön gemacht. Und haben sich da alle Luxusgeber, den es gab. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt. Sorry, ich will nur was nachsehen. Was, siehst du was? Wir haben eine Copperhead. Was macht die? Okay. War jetzt nicht so großartig. Nehmen wir das andere Ding wieder. Das schießt wesentlich schneller. Also erzähl weiter. Die waren in Bürgerkriege verwickelt, Shoreline. Erzähl weiter. Da bist du ja wieder. Was wolltest du sagen? Ja, also, Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Blöde Kuh. Ich mag die Nadine Ross überhaupt nicht, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so ein blöder Charakter, finde ich. Weil, wie gesagt, so Wannabe, nee, nicht Wannabe, sondern so auf Teufel komm raus, schau mich an, Welt, ich bin so tough, Frau. Finde ich überhaupt nicht gut. Uah. Also wirklich toughe Frauen haben es nicht notwendig zu zeigen, wie tough die sind. Und wie gut die anderen die Schnut verschlagen können. Habe ich mich mal wieder in eine großartige Situation reinmanövriert. Und wo geht's dann hier weiter?
Hier geht's wohl nicht wirklich weiter, oder? Nee. Gut, dass das Geländeautos sind hier. Aber da können wir hoch, sehe ich. Da geht's weiter. Da geht's der Pfad hoch. Wahrscheinlich wieder zig Schätze verpasst, könnte ich drauf wetten. 1000 Mogul-Sache verpasst. Oh Mann. Und hier? So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ja. Allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Pff, was So ein Reporter? Pech aber auch. Was der Reporterin bist denn du? Nimm doch normalerweise immer ihr Kameras mit. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er fliegt. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ja. Okay. Das sieht mir irgendwie noch richtig im Weg aus. Mag ich jetzt noch nicht lang. Hinweis. Jetzt gibt's Hinweise ohne Ende. Fahren Sie den matschigen Hügel hinauf. Ja, jetzt gibt's auf einmal Hinweise ohne Ende. Aber bei dem Glyphe-Rätsel, als ich es gebraucht habe, war nix, ha? Ja, sorry, das hängt dem Spiel jetzt die ganze Zeit noch an. Das muss ich das Spiel jetzt die ganze Zeit noch von mir anhören, solange wie es jetzt auch immer noch gehen mag. Und jetzt bin ich richtig nass. Ja, richtig so. Aber ich glaube, hier gibt es wirklich nichts Interessantes mehr für uns. Na gut, Wasserfälle sind manchmal in manchen Spielen auch wirklich einfach nur Wasserfälle. Okay, dann fahren wir den matschige Hügel rauf. Ja, die Fahrzeuge halten aber echt was aus. Sehr schön. Was Und für jetzt? eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Mhm. Erlaub. Rein der Schmodder. Und hier finden wir jetzt nichts Großartiges mehr, denke ich, ne? Nee. Aber da könnte man reinfahren, haben sie ja gesagt. Und da ist eventuell noch was drin. Mal angucken. Mal angucken. Erstmal kurz Lucky machen. Immer alles angucken. Okay, da können wir noch was hoch. Da können wir noch das Ding Eireise hier. Aber vorher mag ich dann auch nochmal durchgucken in den Schacht. Okay, ja, da könnte man das Auto tatsächlich noch mit hochziehen. Voll in die Matschstrüpperei. Aber ja, ich denke tatsächlich, wenn wir den Fahrstuhl runterkriegen, dann kriegen wir auch durchaus das Auto noch mit hoch. Also müssen wir den Balke hier, oder was das ist, Eireise. Einmal außer rum. Werden sehen. Ja, Seilwinde ist schon was saumäßig Praktisches. Und dann wollen wir mal. Und. Sehr schön. Jetzt kommt das Ding runtergerödelt, oder? Oder auch nicht. Naja, also irgendwas habe ich auf jeden Fall gezogen. Machen wir das Ding mal ab. Hopp. Und jups. So, wieder dran. Gut, und jetzt? Ist da hinten noch irgendwas, was man ziehen kann mit der Seilwinde? Gucken wir mal. Na, wir nehmen es mal mit. Zur Not können wir es immer noch einrollen. Ah ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Mhm. Zurück. Ich bin dran. Oh, sie mag auch. Okay, dann mach mal. Boah, ich will aber nur fort. Wenn es runter geht, genau. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Jo, Danke. gute Sache. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, du machen wir morgen weiter. Und ich mache jetzt hier meinen Cut bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.